Die Rauschbergmandln. Vor vielen hundert Jahren lebten die Menschen am Fuße des Rauschbergs noch recht bescheiden. Es waren Bauern und Holzknechte und sie glaubten, dass in den Bergen Zwerge und auf den Gipfeln Schneegeister hausen. In einem Winter begann es schon früh zu schneien. Einige Bauern wollten Holz vom Berg ins Tal bringen, um bei der strengen Kälte nicht erfrieren zu müssen. Noch weit oben im Hochwald erwischte sie ein heftiger Schneesturm. In einer Hütte fanden sie Zuflucht. Da hörten sie draußen im Sturm Hilferufe. Es war ein kleiner Bergwichtel, der bis zu den Schultern im Schnee steckte. Geh, hilf mir außer, Bat er. soll auch dein Schaden nicht sein? Die Bauern hoben ihn aus dem Schnee und brachten ihn in die warme Stube. Sie nahmen ein Stück Tuch, schnitten mit dem Messer ein kleines Loch hinein, gerade groß genug, dass der Kopf des Bergmännleins hindurch passte, und hängte ihm den Flicken als Mantel um. Als sich der Zwerg gestärkt und aufgewärmt hatte, bedankte er sich bei den Bauern und beschrieb ihnen eine Stelle im Berg, wo sie auf Erz und Galmei stoßen würden. Die wollten es erst nicht glauben, aber als das Männlein sie zu einer solchen Höhle führte, staunten sie nicht schlecht. Wenn's ihr für meine Freund solche Kotzen, solche Mantel macht, zeig ich euch noch mehr, sagte das Männlein. Das ließen sich die Bauersleute nicht zweimal sagen und waren ganz aufgeregt. Kaum zurück im Tal begannen die Frauen schon Kotzenmäntel anzufertigen. Seit diesem Tag war es mit der Armut im Dorf vorbei. Jahr für Jahr brachten die Bauern den Zwergen zu Winteranfang neue Kotzen. Und diese zeigten ihnen dafür neue Erzlagerstätten. So ging es lange, lange Zeit, bis wieder einmal der Winter vor der Tür stand und die Frauen zu murren anfingen. Sie wollten sich die Finger nicht wieder zerstechen. Werd's doch das Erz leicht einmal selber finden können, beschwerten sie sich bei ihren Männern, die schließlich nachgaben. In diesem Winter warteten die Zwerge vergebens auf ihre warmen Mäntel. Enttäuscht und verärgert zogen sie sich auf ewig zurück. Und das Dorf fiel wieder in Armut, denn die Lagerstätten waren alsbald erschöpft und neue wurden nie wieder gefunden. Und so geht eine weitere Geschichte aus Oberbayern zu Ende. Wir haben von alten Zeiten gehört, von Sagen und Erzählungen, die einst das Leben prägten. Seid gewiss, es wartet noch so manche Geschichte drauf, euch in die Vergangenheit zu entführen. Bis morgen, mein Lieber, und macht's es gut.